Ja, servus und willkommen zurück bei Black Sails. So, also wir waren im Keller unten, da haben wir die Treppen repariert. Allerdings geht es da unten nicht weiter. Denn ich glaube, wir haben noch irgendwas vergessen. So, wir schauen nochmal zurück. Anna, hörst du mich? Ich sollte Lex schleunigst verarzten. Aber wo könnte ich bloß einen Verband finden? Tagebuchseiten, haben wir die schon gesehen? Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt. Dieses Schiff war das einzige, das für eine kurzfristige Überfahrt in Frage kam. Aber mit Fiona wird es immer schlimmer. Dann muss ich mich eben mit dieser seltsamen Crew herumschlagen. Immerhin scheint Captain Marquez ein vernünftiger Mensch zu sein. Stoisch zwar, aber offenbar vertrauenswürdig. Ich werde Fiona trotzdem nicht zu den anderen herauslassen. Da fällt mir ein, ich muss ihr dringend wieder etwas einflößen. Okay. Ja, wie schon erwähnt, spielen wir das blind. Das heißt, wir werden öfters mal hängen bleiben. Da haben wir einen Wartungsschacht. Dahinter ist eine Öffnung. Ich frage mich, wozu sie wohl gut ist. Ja, da schauen wir mal noch. Der Schacht führt nach unten in die Messe des Schiffes. Oben kann man über einer Gitterluke einen Kran erkennen. Achso, können wir da jetzt nichts machen? Nee, vielleicht später. Ja, den Kran können wir noch nicht bedienen. Weil noch etwas fehlt. Haben wir da drin alles? Ah ja, da war die Urne. Himmelspforte. Ja, die Uhr geht noch nicht. Der Motorblock. Ach. Haben wir jetzt eine Kette dabei? Und da hätten wir ein Zahnrad. Vielleicht kann ich das Zahnrad irgendwo einsetzen. Das kann man durchaus einsetzen, oder? Als könnte man das da einbauen. Ja, mach halt. Lücke. Das Zahnrad hält nicht einfach so von allein. Ich bräuchte noch Schrauben, um es zu befestigen. Ach so, wir brauchen noch Schrauben. Tja, wo haben wir die? Brief, den haben wir schon gelesen. Sieht aus, als wäre darin nur Abfall. Okay, also wir brauchen immer noch Verbandszeug für einen Lex, glaube ich, heißt er. Weil dem ja die Kisten aufgefallen ist. Ja, und jetzt gehen wir vielleicht nochmal da oben. So, da werden wir wahrscheinlich nicht vorbei. Durch den heißen Dampfstrahl sollte ich besser nicht durchlaufen. Aber wenn ich richtig liege, führt diese Tür zu demselben Raum, den ich von der anderen Seite des Schiffes aus sehen kann, gegenüber dem des Arztes. Ach so, das hört sich gut an. Da hätte man nämlich Verbandszeug vielleicht drin. Nicht? Allerdings müssen wir erst einmal den Dampf stoppen. Moment. Höre ich das Stimmen? Lex? Bist du das? Anna, beruhige dich. Ist wahrscheinlich nur der Wind. Eintopf à la Boy. 3. Achso, der Eintopf. Ja, jetzt haben wir
Im Rumpf des Schiffes hat sich Wasser angesammelt. Komisch. Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht in ein solches Segelschiff. Da haben wir die Lötstelle. An dieser Stelle wurde das Rohr notdürftig geflickt. Es ist sogar schon etwas undicht. Mit genug Hitze auf diesen Lötpunkt würde hier der Dampf komplett ausströmen. Tja, was kann man denn da hernehmen? Vielleicht die Kette? Wahrscheinlich nicht. Die Kette könnte mir an anderer Stelle noch hilfreich sein. Da bin ich mir sicher. Was ist mit dem Nagel? In seiner aktuellen Form eignet sich der Nagel nicht wirklich zum Angeln. Da kann man aber nicht einstecken, oder? Nicht gerade der richtige Ort für einen Nagel. Ah, nicht. Was sagt denn die Hilfe? Der Schraubstock. Tja, was kann man denn da machen? Die alte Werkbank wurde lange nicht benutzt. Dreck und rostige Nägel liegen darauf herum. Aber Schrauben liegen nicht rum, oder? Kisten, Säcke, Fässer. Spielkarten, die braucht man ja nicht. Ein Set mit französischen Spielkarten. Das Pik Ass liegt oben. Da haben wir wieder Tagebuchseiten. Noch immer zeigt Fiona keine Reaktion. Ich werde Geduld haben müssen. Meine Geduld über den Fraß an Bord habe ich aber schon verloren. Den Eintopf, den dieser Deutsche anrührt, kann ich nicht mehr sehen. Tja, was haben wir da herum? Leere Flaschen. Aus dem Rohr fließt ständig frisches Regenwasser in den Topf. Er ist innen emailliert und die Schicht scheint unbeschädigt zu sein. Okay. Die Flaschen könnten vielleicht noch nützlich sein. Leere Flaschen. Ja. Nur für was, ne? Da haben wir Kochtöpfe. Genau, da hinten war ja das Ding noch. Können wir denn das da irgendwie abbringen? Damit ich das Handlock benutzen kann, benötige ich eine Öffnung zum Meer. Eine Öffnung zum Meer. Die herabgestürzte Ladung blockiert den Zugang zu 2 Türen. Um in die Räume dahinter zu gelangen, muss ich irgendwie die Ladung aus dem Weg räumen. Die Kette könnte sicher hilfreich sein, um die Ladung zu entfernen, aber sie direkt hier anzubringen, geht nicht. Geht nicht. Können wir denn Öl? Ich will sicher kein Öl in diesen Flaschen mitnehmen. Ja, hätte sein können. Okay, dann haben wir da eigentlich nichts mehr zum Mitnehmen, oder? Es sagt da nichts mehr an. Aber da unten. Ein Teil des Schiffplans. Können wir denn das kombinieren? Ich setze es zusammen. Auf dem Plan ist sowohl ein Lüftungsschacht zwischen der Kapitänskajüte und einem anderen Raum zu erkennen, als auch die Verbindung der Kransteuerung mit der Maschine in der Messe. Ja. Aber... Jetzt Moment einmal. Wir haben doch einen Schraubenzieher. Und in der Kapitänskajüte war doch der Lüftungsschacht. Und den haben wir ja davor nicht öffnen können. Und jetzt stellt sich mir die Frage, können wir denn das jetzt aufmachen? Vielleicht sollte man mal hinten gehen.
Und zwar in die Richtung. Verdammt, wo warst du so lange? Und was war das für ein Lärm? Wolltest du den Kahn versenken? Ja, was haben wir denn gemacht? Danke der Nachfrage. Mir geht es gut. Dann ist ja wenigstens einer von uns beiden auf der Höhe. Ich bin durch eine morsche Treppe gebrochen und habe die Schiffsmesse gefunden. Und die Mannschaft? Keine Spur. Ich glaube, das Schiff ist verlassen. So, glaube ich nicht. Ich höre die seltsamsten Geräusche. Und alles scheint sich zu bewegen. Ich denke, wir sollten sofort deine Blutung stoppen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass du vernünftiges Verbandszeug findest. Vielleicht ist ja doch ein Arzt an Bord. Oder an Bord gewesen. Ja, Arzt war durchaus an Bord. Allerdings können wir da noch nicht rein. Aber vielleicht jetzt. Jetzt kann ich mir den Lüftungsschacht genauer anschauen. Ja, das schaut doch schon mal gut aus. Dämmmaterial. Dämmmaterial kann ich vielleicht noch gebrauchen. Schädelbohrer. Der Schädelbohrer liegt zu tief im Schacht. So kann ich ihn mir nicht angeln. Können wir denn mit der Angel? Um damit etwas zu angeln, fehlt leider noch ein Haken. Ja, das haben wir schon fast gedacht. Mit diesem Stoff können Öffnungen winddicht gemacht werden. Es kann aber auch zur Hitzedämmung eingesetzt werden. Zur Hitzedämmung? Gut, da können wir jetzt noch nicht durch. Aber wir haben Dämmmaterial. Und das können wir wo einsetzen? Vielleicht unten in der Schiffsmesse, da wo das dampfende Rohr war. Tja, da müssen wir jetzt da oben. Oder können wir das durchwerfen? Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Natürlich nicht. Oder können wir das... Können wir das da hinlegen? Nein, oder? Durch den heißen Dampfstrahl sollte ich besser nicht durchlaufen. Aber wenn ich richtig liege, führt diese Tür zu demselben Raum, den ich von der anderen Seite des Schiffes aus sehen kann, gegenüber dem des Arztes. So, wo haben wir denn das Rohr gehabt? Da Affe werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Es gibt hier Ja, nichts, ist ja was gut. ich abdichten oder dämmen müsste. Ist ja gut. Dann nehmen wir irgendwas anderes her. Das da vielleicht? So hilft mir das Leder nicht weiter. Ah, nicht. So hilft mir das Leder nicht weiter. Ja, was machen wir denn mit dem Dämmmaterial? War da hinten was zum Abdichten? Montag Eintopf, Dienstag Eintopf, Mittwoch Eintopf, Donnerstag Eintopf, Freitag Eintopf, Samstag Eintopf, Sonntag Eintopf mit Erbswurst. Ja, klingt abwechslungsreich. Allerdings bringt uns das gar nicht weiter. Haben wir denn da Regenwasser? Das frische Wasser kann ich sicher noch gut gebrauchen. Ach so, jetzt haben wir Wasser. Kisten, Säcke, Fässer.
Können wir denn das Leder da? So hilft mir das Nee. Leder nicht weiter. Es gibt hier nichts, was ich abdichten Nagel? oder dämmen. Nicht gerade der richtige Ort für einen Nagel. Können wir denn das Wasser da irgendwie benutzen? Das frische Wasser sollte ich lieber nicht verschwenden. Ja, gehen wir nochmal auf. Hier unten scheint es nichts zu geben. Okay, was haben wir da herum noch?